Welkom zum Programm Wachvisa. Vi freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Vandaag hebben we een interessante thema. We hadden voor Raphael Friesen eingeladen. En danke dat u erbij bent, Raphael. En we hebben Raphael een vraag geschickt. En die is dit. Moet de gemeente een kerk hebben? Dat meint, moet een gemeente een gebied hebben. So Raphael, ich lasse dich einfach mal losreden, dass du die Frage einfach mal selber beantworten willst, als du deine Bibelerkenntnis darüber hast. Ja, das ist unser Ziel, dass die Menschen hier weiter aus den Kirchbrücken oder nicht. Ja. Ja, ich kann ja natürlich nicht für alle Menschen reden in ihrer Situation, aber wenn wir eine Bibel nennen, dann sagen wir, dass die Kirche, der Gemeinde, ist niemals ein Gebiet. Ja, das sind immer die Menschen. Da fangen wir zum Beispiel, weil er holt es sagen, dass wir der Tempel sind, 1. Korinther 3, Vers 16, da 6, Vers 19, wo uns Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist. Da 1. Petrus 2, 4, ist so interessant, wo steht dort, wir sind die lebenden Steine, Töpfgebiet, dort Kirche ist. Dort das Gebiet als eine Art Bild gebraucht, aber in Wirklichkeit, was du mit gemeint hast, das sind wie Gläubige, wie Christen. Und dann, wenn die Säune, wie die Praxis wird von der Gemeinde im Neuen Testament, dann ist es interessant zu sein, dass die Christen sich in der Bibel durch Kirche abbedeuten. Die trafen sich zwar ganz am Anfang auch im Tempel, im großen Tempel, aber auch ganz vom Anfang an immer ein Hisa. So, das habe ich durch die ganze Apostelgeschichte, durch nachher 90 Brüder, Römer 16 und so. Immer war da, wo eine Hausgemeinde ist. Die Gemeinde in deinem Haus, die Gemeinde in deinem Haus. Was immer war da gesagt, durch das ganze Neue Testament. Und dort die ersten 300 Jahre vom Christentum haben sich niemals eine Kirche gebildet. Ja, und da wäre die 300 Jahre, wo das Christentum so stark sich ausgebreitet hat. Und dort kommt dann so wie bei der Kaiser Konstantin sich bekehrt, oder heute nicht ganz genau, aber auf jeden Fall so viel Sympathie hat mit dem Christentum. Und dann hier auch die Verfolgung ab. Und da fängt dann an, wahrscheinlich mit seinem Mann, der sagt dann, alle heidnische Religionen, die haben sich Kirche oder an sich große Gebiete abgebildet, und wie werden dort auch mal tun. Und ab dann hat sich dort so angefordert, dass die Christen sich weniger in Hisa trafen, in mehr eine Kirche, wo dann 100, 200, 300 oder mehr Menschen oder Typ Gottesdienst haben, wo die Prediger dann predigen und die andere heute alle Worte sagen. Dann hat das einmal eine Erwartung gegeben, eine Neuerung ist es bei den Mennoniten zum Beispiel. Dort fängt interessant, ja, die Mennoniten haben sie Vorfahren im 16. Jahrhundert in Europa, dort war eine Bewegung in Hisa. Dort fängt ein Hisa an, das ging nicht mal anders. Wenn sie war die verfolgt und so. So Raphael, ja. Dadurch, dass die am Anfang, wenn du sagst, die ersten 300 Jahre wie dort ein Hisa, das wäre nicht, dass die nicht an das Eva bleibt. Wenn man sagt, das wäre nicht so, dass die nicht können ein Kirche-Typ sein, sondern das wäre bloß eine natürliche Fall von wo die Leute sich Typ treffen. Wenn man sagt, die ersten 300 Jahre, das wäre eine natürliche Fall, nicht so? Das wäre nicht so, dass irgendwer den sagt, no, ich kenne nicht eine Kirche. Sondern das wäre eine natürliche Fall, weil uns in der Hisa treffen, da kommen wir sowieso taub, so sozusagen, wir haben sowieso Familie fast, lassen wir die andere auch noch an, so das wäre eine normale, natürliche Fall, nicht so? Das ist, was du sagst. So, ich glaube, der hat das im größten Teil einfach aufgekickt von Jesus, wie Jesus dort tut. Wenn wir mal checken, wie viel hat Jesus nicht eine Hisa mit den Menschen gegeten, die ging nur Zachäus, weil wir mal eten. Und dann beim Eten, dann über diese Sache reden, dann bekehrt ist Zachäus sich mit einmal. Da waren die Pharisäer, der hat wie die Pharisäer eine Hisa gegeten. Also Jesus, der hat einen so großen Teil von seinen Lieddienst, hat er einfach eine Hisa, wie die Menschen während sie eten, durchgeführt. Und das hat noch das natürlich wiedergeführt. Und wie man dann wirklich mal feststellt, wie Pfingsten, 3000 Menschen bekehren sich,
wie weißt du denn nicht, oder? Sozusagen, das wird Gottes beibringen. Der wäre ja noch von verschiedenen Städten auch noch. Ab so ist der Mensch wahrscheinlich today in Jerusalem wohnen, aber dass wir einfach auch von Anfang an eine Hisa, ab so ist der am Tempel trafen darüber, aber da trafen der sich auch eine Hisa, ja. Aber erst hat ich auch gekriegt, also wenn dort Tüß ist, manchmal ist ja dass man sagt, man fährt die Zeit, manchmal ist man den Ausdruck nahm, hat ein bisschen Geschätze vorne oder so verschiedene Ausdrücke, ja, und dann ist das nicht, das teilt sich da nicht, der Alltag, und dort, wo dann ein Zeit ist, dort teilt sich dann, und wenn aber die Christen sich an Hisa trafen, dann ist es wo wir arbeiten, wo wir an eine Familie mal an sich haben einig sind, wo verschiedene Sachen passieren, kriegt man den Glauben an uns Wörtchen. Wird das mal dann geführt, wenn es dann Test für uns sehr wie würdig dort zu nehmen. Und so wieder, einfach jetzt wie das Integrale, also das ganz der Sache. So, du bleibst... Das ist spannend, das ist eine Trauung zu merken, ja. So, du bleibst bei Konstantin stehen. So Konstantin deut, dass ich die recht verstehe, dachte er sich so, ich will auch mal Gebiete machen für den Worten Glaube sozusagen, nicht? So habt ihr uns dann damit nicht eine gute Ortschaft gegeben. Wenn man sagt, seine Idee wäre nicht zuletzt doch nicht ganz so gut. Ja, ich glaube, dort hat der Christentum ziemlich viel Schuld zugefügt. Was passiert? Dort war eine kleine Gruppe von professionellen Christen, hat nu dort Wort Lehre in Wiedergeben beigebracht. In 90% oder 95%, ich weiß das nicht, ich schätze mal, war das noch passiv, war der passive Hierarch. Ja, der Sorte. Und wofür ja alle das Abgabe übernommen haben, verstanden hat, Jesus hat uns alle das Abgabe gegeben zu merken. Und ich teile meinen Glauben mit meinen Nachbarn, mit meinen Familien, mit meinen Arbeitskollegen. Du warst mit einmal 90% passiv, bis noch hierarchisch. Und die fangen nicht mehr an Gute. Weil man in der Bibel ja ganz klare Anweisungen, wir haben alle Gute gekriegt vom Herrn Jesus. Mit einmal können 90% durch mal anwenden, bis 10% oder 5%. Ich lag nicht der viel Gewicht auf diese Zahl, aber am der größte Mehrheit war man, das ist ein Problem von der Schnach. In 1. Korinther 14, Vers 26, als eine Beschreibung vom Gottesdienst wird dort im Neuen Testament verversichert. Da sagt Paulus, ungefähr so, wenn die Typ kommen, dann hat jeder was bietet drauf. Dann riet mehrere Guve ab, was die verschiedenen Christen dann so haben. Und Krieg dort verlor sich mit Konstantin und mit der Kirche, was abgebildet wurde. Da fällt mir ein Bibelvers, ich habe mit dem Vater gesagt, Johannes Kapitel 4, Vers 19, wo der samaritanische Früh sagt, der Früh sieht am Haar, als sei, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben ab diesem Berg angebetet, und die Juden sagen, Jerusalem ist die Stadt, wo einer anbeten soll. Jesus sagte all früh, glaub mir, der Zeit kommt, dass ihr den Vater nicht ab diesem Berg auch nicht in Jerusalem anbeten wollen. Was mir da abfällt, wird kein Platz erwähnt. Und das andere, was ich dann überdenkt, im Alten Testament, nicht, in Gott verändert sich nicht. Der hat es angestellt, dass Salomo am Tempel baut. Und all die Verschriften, so dass hier sich dann so, okay, dort soll die Zeit sein, aber im Neuen Testament sagt Jesus dann, die sind der Tempel. Nee? Ja. Ja, das ist eine interessante, das ist noch was, mit Jesus hat sich einige Praktiken vom Alten Testament, die sind einmal aufgeschlossen und da fängt was Neues an, und einige gehen wieder. Und der Tempel wird sehr zentral, und du musst das ganze Volk Israel ungefähr 3 Millionen Jahre haben für bestimmte Fasten. Aber auch bei der Anwendung von dem Tempel ist interessant, weil Salomo in seinem Gebet sagt, Gott in Wirklichkeit kann wie niemals ein Haus bauen, wo die Wirklichkeit wohnen muss. Okay. Also, das wird auch dann auch klar. Aber Jesus merkt das, und das wir sprechen ja an das Feier mit der samaritanischen Früh, einfach ganz klar. Das ist nicht alle Wege, wie Gott anbeten. Das hat nicht mit einem ganz bestimmten Platz zu tun, was nicht Gottes Haus hat, und alles andere ist nicht Gottes Haus. Ja. So, wir haben einmal wir dann von Deutschland alttestamentliche Praktiken, wo wir glauben, dort hat Gottes Haus als die Zentrale vom Glauben.
Und mir scheint manchmal so fair, dass wir das Gotteshaus dann brücken, als dort erst unsere Identität aus Gemeinde. Und sagen, da kommen wir taub. Dort können wir die Dinge tun, was eine Gemeinde ausmacht. Abendmahl nehmen, Taufe, und sich befreien. Ja, Begrafnis. Das wird einer vielleicht mal die Sakramente von der Kirche nennt. So, wusstest du, Leute, dass wir trotzdem einen physischen Raum brauchen, wo wir diese Sakramente tun können? Mhm. Ja, also vielleicht haben wir mal klar zu merken, ich sehe nicht grundsätzlich jeden Kirche in jeden Gottesdienst auf keinen Fall. Also, wir denken, dass auch in viel geile Sachen passieren. Und ich glaube, wo das über eine längere Zeit vielleicht eingefahren ist, soll man das vielleicht auch nicht von der Mario alle an über Bord schmieden. In diesem Sinne auch weil ich in Wirt. Dus ich glaube, wir machen uns immer weiter am Licht von der Bibel her früher. Warum bleiben wir so viel Wirt abseits? Und auch besonders, wenn wir an Gemeindegründung denken. Stell dir vor, Gott entschließt sich im nächsten Jahr 10% von Ascension zum Glauben zu führen. Das sind ungefähr 10% würde mit über 200.000 Menschen sein. So, wenn wir nicht wollen, für all diese nie bekehrten Menschen, alle wollen ein Lot kaufen, in der Kirche bauen, in der Durchschnittskirche von ja, Latein-Paraguay hier, vielleicht 100 Lieder. So, wenn wir uns dort mal ausrechnen, wie viel, das ist ein ganz praktischer Grund, wie viel Geld würde uns dort kosten, wenn wir davon ausgehen, dass all diese neue Christen nicht mehr in eine Kirche Gottesdienst führen. Wir haben als Gemeinde vor 2-3 Jahren ein Lot gekauft, das ist 1050 Mal der Gerät, ein ganz Lot, das ist nicht Spurgebiet. Das kostet uns 800 Millionen Guarani. Wenn ich das recht gerechnet habe, das ungefähr 120.000 Dollar. Du machst noch ein Gebiet abgebaut, dann würde man vielleicht für nochmal so viel Geld, dann würde man keine 100 von diesen Christen einbringen. Wenn wir dort nicht hochrechnen wollen, für 10%, was sich vielleicht bekehren können, dann hilft das zusammen, das habe ich niemals betont. Wie wollen wir das mit dem Paradigma schaffen, wo wir dort so begrenzen, wann Gott mal einmal eine große Erweckung schenkt. Deswegen, ich glaube, du wie Mathe so oder so nur der Hisa gehen. Und die Dinge, die wir erwähnen, gehen eine Hisa auch zu machen, ja? Ja, die Bibel hat hier wenig Rede, was das angeht, wer darf mal anleiten, wer nicht und so. Eine Geschichte hat man ja gewisse Ordnungen eingeführt, zum Beispiel bei mennonitischen Gemeinden, das heißt mir schon so, dass ordinierte Prediger schon auch mal anleiten oder Begrafnis oder Kasten, so. Das hat seine Gründe gehabt, wenn das hat bestimmt, dass das manchmal ausgegriest worden so. Aber die Mathe zum Beispiel sei, kurz nur Pfingsten, wenn alle 3000 Christen, die trafen sich in der Hisa und die nahmen eine Hisa Abendmahl. So, du wirst nicht alle ein Apostel oder einer von den Jüngern sein oder von den Leitenden. Die wollen sich selbst organisiert haben und selbst Abendmahl genommen haben. So, ich glaube, das ist das Balancieren zwischen Ordnung haben, aber nicht alles einmal zu sehr kontrollieren, weil wenn, wie man gesagt, wenn wir von der Gemeindeleitung nicht alles so stark kontrollieren wollen und begrenzen wollen, dann kontrollieren wir manchmal, was der Herr jetzt tun will. Und wenn der Herr jetzt uns überraschen will, auch die Gemeindeglieder, die nicht unbedingt den Status von Prediger oder Diakon haben. So, das sind ganz kurz ein paar Gedanken zu dieser Frage. Muy bien. Nou, dankzij Rafael dat u erbij was. Dankzij dat u ons toegehört hast. Mocht wieder in Gott sein Wort lesen, lehren, einfach sicher, weil du Gott an der Gemeinde bejenen kannst, weil du kannst einfach dat thuis in alle Wegen als Christ leben. Nee? Vielmal Dankeschön. Vielmal Dankeschön. Ja, Dankeschön auch.